Hier in diesem Slum in der Nähe von Lima, Peru, ist Miriam Bernales daheim. Zusammen mit ihrem Sohn, 3 Pflegekinder und ihrem Mann Carlos. Bald kommt noch ein Familienmitglied dazu. Wir sind überlegen, ob das Baby blaue Augen haben wird oder braune. Für die Geburt reist Miriam zusammen mit dem Mael in die Schweiz. Der Carlos kommt dann später nachher. Das ist SRF bei den Leuten, Familiensache. Nach rund 20 Stunden Reise kommen Miriam und der Mael in der Schweiz an. Über ein Jahr hat die Familie hier die beiden nicht mehr gesehen. Auch Miriam, ihre Mutter, ist im Empfangskomitee. Ja, ich bin halt ganz verrückt aufgeregt. Und ich freue mich auch, bis ich ihren Bauch sehe, dass sie jetzt das zweite Kind bekommt. Und ja, es ist komisch. Jetzt habe ich so lange gewartet und ja, ich freue mich wahnsinnig. Hallo, ihr zwei. Hoi. Schön, wieder da. Hoi. Hoi, Mael. Hoi, Miriam. Schau, das Kühe ins Mikro. Hoi, Mael. Gell, Mael? Hättest du gern Kühe, gell? Ich bin einfach so froh, sind ihr da. Und bleiben auch eine Weile. Oder nicht? Alles. Jetzt weisst du, wie man den auspackt, gell? Bei der Mama darfst du nicht viel Süßes essen. Naja, heute ist jetzt eine Ausnahme. Ja, bei dir wird dann immer eine Ausnahme sein. Nein, das stimmt dann gar nicht. Du hast die Mama abputzen. Das war keine gute Idee. Schau so. Ah ja, das wäre lieb. Ich weiss nicht, wo meine Hand. Jetzt ist doch gut. Ist das fein? Dann wir noch Papa rufen, komm. Können wir noch den Papa sagen? Hallo. Hola, chicas, hijas. Hallo Mädels. Oh. Está cantando, haces. Schaut mal, wer alles da ist. Acá está. Der Willi, die Uschi, der Theo, meine Mutter, die Oma. Mama, la nana. Sie haben mit Luftballons auf uns gewartet. Con globos, con... Ich vermisse es, aber jetzt steht gerade das, jetzt da im Vordergrund, jetzt gerade momentan. Es gibt dann sicher andere Momente, wenn dann das Baby draußen ist und die Mädchen nicht rum sind im Spital, wie letztes Mal, als das bei ihm der Fall war in der Schweiz. Es gibt dann sicherlich solche Momente, wo... Aber jetzt ist gerade das im Vordergrund. Ahora está distraído. Jetzt bin ich abgelenkt. Ciao. Tschüss, ich liebe dich. Tschüss. Ich rufe später noch mal an. Ciao. Los llamo más adelante. Bye bye. Knapp 4 Monate bleibt Miriam jetzt in der Schweiz. Nach der Geburt reist sie dann wieder zurück auf Peru. Mama ist da. Hier im luzernischen Emmenbrück macht schon bald ein neues Restaurant auf. Heute wird der Kochherd installiert. Das Restaurant ist das Projekt von Markus Hecki und seiner Familie. Sie stecken hier viel Geld und Herzblut rein. Sollte man glaube nicht direkt reinschauen, wenn es schweißt. Wir haben recht lange darauf eingearbeitet. Und das ist jetzt ein weiterer Meilenstein, dass der Herd da steht. Und das ist wirklich cool. In 2 Monaten ist die Eröffnung. Das ist schon ziemlich ein Kernelement. Und damit steht und fällt auch die ganzen Prozesse und die Abläufe und die Effizienz schlussendlich in der Küche. Die Geräte regulieren für die Herdplatte den Strom. Und sie haben für Markus eine Überraschung parat. In diesem Gerät sind Sicherungen verbaut, wo ich früher Produktmanager war. Und ich hatte eigentlich viel mit denen zu tun.
Ja, und kenne die in- und auswendig, kann man sagen. Und ja, da hat es mich umso mehr gefreut, wenn ich gesehen habe, dass die hier verbaut sind. Dass ich der Kunde wird, quasi, der dann die Sicherung wieder abkauft, nein, das hätte man nicht träumen lassen. Gut, dann könnt ihr unten eben. Ich gebe mir noch 1, 2 drauf. Sehr schön. Wunderbar. Dann könnt ihr stoßen. Stoßen. So einfach. Wunderbar. Das ist schon alles. Schön nie gewesen. Danke vielmals. Danke Wow, merci. Danke mal. Der Herd ist eine Massanfertigung, bis ins letzte Detail geplant. 60'000 Franken haben Heckis für ihn gezahlt. Wir haben recht lange da oben studiert und gemacht und hin und her. Und, ich musste sie da richtig belästigen, indem wir wieder alles über den Haufen geworfen haben und wieder noch etwas anders gemacht haben und so weiter. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt schlussendlich. Es ist Abend, Urnäsch im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Emil, du sollst kommen. Das bist du um Silvester im Fall nicht bereit. Der Emil will dieses Jahr das erste Mal beim Silvesterklausen mitmachen. Für das braucht er eine Verkleidung. Wir probieren es jetzt einmal. Ich habe es selber auch noch nicht gemacht. Und ja, wäre schon schön, wenn es ein bisschen schön aussieht. Auch, dass dann da drauf ist, wo man gesammelt hat. Und mal ist mir schon ein Anliegen, dass ich ihm da weitergeben darf, dass da, wo der Großvater, also der Opa und der Vater ihm weitergehen und ich ihn dann hier noch unterstützen kann. Schau mal, jetzt müssen wir die wegschneiden. Du kannst es haben. Mit Tannenkreis und gesammelten Sachen aus dem Wald wird der Emil zum sogenannten Wüstenklaus. Ich glaube, er hat manchmal schon noch das Gefühl, er könnte ihn als schöner Klaus gehen, wie der Papi. Aber nein, darum machen wir es ja auch mit ihm, dass er sieht, dass man jetzt noch nicht als schöner gehen kann. Dass man zuerst jetzt einmal so geht. Darum muss auch helfen. Und dann passt das schon. Vielleicht kommst du dann noch ein Männchen über. Können wir dann auch noch eins anmalen? Aufs Hütchen. Das Hütchen hast du jetzt schon parat. Das müssen wir dann auch noch machen. Kann ich da mal ein bisschen helfen? Ja, ich muss im Fall jetzt gerade auch schnell mal schauen, wie ich es machen muss. Weißt, ich habe es ja auch noch nie gemacht. Die Maja findet es nicht selbstverständlich, dass ihr Bruder mitmachen will. Er ist noch nicht einmal 3-jährig. Da so hier. Mal schauen. Wir machen jetzt ein paar und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich finde es wirklich irgendwie finde ich da erstaunlich, dass er in diesem Alter geht. In diesem Alter habe ich noch nie jemanden gesehen, der so hergeht. Wo kommt echt die? Wo bist du am Kleinen? Nicht nur der Emil, auch seine Schwester dürften klausen. Silvesterklausen ist erst im Erwachsenenalter ein Männerbrauch. Die Mädchen helfen aber lieber beim Vorbereiten. Wir haben die Mädchen gefragt, ob sie klausen wollen. Und sie haben dann mal gesagt, nein. Wenn sie euch klausen würde ich mich auch so unterstützen, so wie der Emil. Es ist wichtig, dass sie spüren, dass es ohne sie nicht geht. Auch der Emil ist froh, wenn er jemanden hat, der ihm hilft. Ich denke auch, wenn er klausen geht, wäre ich mit ihm mitlaufen. Und das finde ich auch eine schöne Aufgabe. Der Grossvater will schauen, ob Simon zurechtkommt. Ich weiss auch nicht. Kannst du ihn ja mal anschauen. Kannst du deine Meinung dazu geben? Die müssen alle zu dick machen. Eben. Das wird dann schwer. Eben. Dort muss ich eben noch ein bisschen schauen. Du musst einfach zuerst mal rundherum, so unten durch. Weil sonst züchtet es dir ja wie ein Ding zusammen. Aha. Der ist ein bisschen dick. Nein, ich habe hier, weißt, schau mal, ich habe hier so kurze. Ah, du. Weißt du, beim Gümmeln musst du dann halt wie vorne den Gummi lassen. Da kannst du nicht straff vierteln. Ja. Musst du Das halt kannst du füllen. Vorigen geben, Gummi. Ja. Und dann Sonst tust du züchtet es einfach zusammen. und dann tust du es hier unten rein und hier oben. Ja, einfach unten auf, ja schon. Und dann das nächste aber auch noch wieder. Und dann immer über 2. Von Anfang an Ein bisschen. strecken, hinten gehen. Ja. Schön, dass es weitergeht. So. Also eben,
Ich habe halt schon gedacht, sei so, dass er das auch macht. Wenn man in diesem Minen aufwächst, dann ist es selbstverständlich. Und auch ihn wird es Klausenfieber packen, oder hat ihn, glaube ich, schon ein bisschen. Tschüss zusammen. Du, Emil, da die Schere musst du aber schön herstellen. Ja? Tschüss zusammen. Tschüss, Kriegel. Schönen Abend. Können wir dem Opi noch Tschüss sagen? Ciao. Ja, tschüss. So, wir probieren unser Glück hier nochmal. Willst du mir noch mal helfen, Maja? Ah ja, schön. Oh, tipptopp. Das Schöpli, ist es schön geworden? Nein, das ist noch nicht gut. Bist du schon, Klaus? Jetzt lässt du es noch rechts an. Hey Emil, das ist eine neue Frisur. Hey. Neben. Jetzt können wir dem Papi noch das Jäckchen zeigen, dann kann er noch sagen, ob ich es richtig gemacht habe. Ob wir so weitermachen können. Das sieht nicht schlecht aus. Opi hat uns noch Tipps gegeben, gell? Kommt gut. Gell? In Sargans, in diesem Block, sind Miriam Bernales und ihr Sohn für ein Wochenende zu Besuch. Okay, mach hilft damit. Sie sind bei ihrem Vater, dem Rolf, und seiner zweiten Frau, der Kim. Die Eltern von Miriam sind geschieden. Oh, cool, hä? Okay, dann machen wir durch miteinander. Schau mal, Meil. Solche Momente sind selten für einen Grossvater und sein Grosskind. Peru ist einfach kein weiter weg. Also gemeinsame Zeit jetzt mit dem Meil ist schon ist einfach etwas Wichtiges, hat eine grosse Bedeutung. Und weil es ist einfach vor allem ganz stark emotional merken, dass man ein Grosskind hat, einen Enkel, wo meine Tochter, die ich so gerne habe, jetzt irgendwie das Leben weitergeht und spüren, dass das Kind gesund ist und dass es sich gut entwickelt und geliebt wird und dass ich da ein Teil sein davon, das bedeutet mir schon sehr viel, ja. Gell, Mael? Ja. Schau mal. Da geht's durchs Tunnel. Zeit mit meiner Familie und mit meinem Vater. Und bedeutet mir viel. Gibt es ein bisschen wenig im Jahr. Und versuche einfach die Zeit zu geniessen, die wir jetzt haben. Genau. Das Mal ist sie ein bisschen länger wegen der Geburt. Sonst sind Besuche in der Schweiz kürzer. Aber eben, ich weiss nicht, wie es denn nach der Geburt ist, energiemässig, gesundheitsmässig. Aber es wird sicherlich ein bisschen länger sein und das ist schön. Ich denke, letztes Mal hat er das sehr gern gehabt. Dann schauen, dass er nicht einschläft. Die Miriam besucht ihre Familie einmal im Jahr. Es ist nicht einfach für sie, alle so selten zu sehen. Mein Vater hat eine grosse Bedeutung für mich. Gell? Wir haben das gern. Wir haben es nicht gern, wir haben es wahnsinnig gern. Genau. Nein, ich vermisse ihn wirklich, wenn ich da bin. Sehr. Und wenn ich da bin, dann ist es schön. Meistens könnt ihr auf den Keks gehen, aber das gehört dazu. Aber nein, wir haben wirklich eine schöne Tochter-Vater-Beziehung, und ich dankbar bin darum. Dank der Geburt von Josias können sie jetzt einmal ein bisschen mehr Zeit zusammen verbringen. Sachen aber rühren.
Der Markus Häcki kümmert sich heute um die Innendekoration von seinem Restaurant. Ja, ist gut. Oder hast du die? Ja, ich habe sie. Hilfe bekommt er von seiner Schwester. Sie hat hautnah mitbekommen, auf was sich ihr Bruder hier einlässt. Also ich finde es toll, weil das ist ein Projekt, das er mit seiner Frau hat, das sie mit einbezieht, das sie zusammen machen. Und eine gemeinsame Leidenschaft, das finde ich toll. Und ja, es ist natürlich mutig. Also, Gastro ist ein Herzbusiness und er braucht gutes Personal, zuverlässiges. Er braucht die Heime gutes Backup mit den Kindern. Ja. Die Ren Sarva ist Kunsthistorikerin und Feng Shui-Beraterin. Sie hat die Stoffe ausgewählt und bearbeitet. Die Eisvögel hat sie ganz bewusst ausgewählt. Er ist sowohl bei uns heimisch, also in der Schweiz oder in Europa, wie auch in China. Und das ist noch schön. Plus, dort, wo der Eisvogel lebt, ist immer Garantie für gute Qualität. Weil er die Fisch, die er braucht für seine Ernährung, nur in gutem, klaren Wasser lebt. Und haben gefunden, es passt auch gut. Kiana Häcki, die Frau von Markus, hat nur noch Augen für einen neuen Kochherd. Schon bald kocht sie hier für die Gäste vom Restaurant. Dann weiss sie dann auch, ob sie alles richtig geplant hat. Ja, Kevin. 这可以放5 Wow. Spinatnudeln. Spinatteiggwaren. Sind die gut? Ja. Die Grösse. Passt. Ist genug Platz zum Langziehen. 我手痒，我想试试看。 Ihre Hände sind kribbelig, sie will schon anfangen. Er braucht noch ein bisschen, bis wir Strom und Wasser haben. Das ist klein für die gedämpften Teigtaschen. Vielleicht können wir auf beiden Platten kochen. Ja, aber weißt du, es ist nur zum Wärmen. Wir können einen größeren Topf haben und dann noch einen größeren. Kiana freut sich, dass es langsam konkret wird mit ihrem Restaurant. Sie ist mehr noch daheim und wartet und hat nicht gleich viel zu tun aktuell wie ich. Von dem her ist es sicher eine andere Ausgangslage. Aber ja, wir sind natürlich nervös und gespannt, auch, wie es das wird. Und werden die Leute aufmerksam auf uns da. Wir haben jetzt gesehen, am Sonntag war es ziemlich Betrieb. Subway und McDonald's hatten da extrem viele Leute und so weiter. Aber das sind natürlich Leute, die sich das gewöhnt sind. Und die wissen da die grossen Marken und so. Und wir kommen jetzt da als noch Unbekannte. Ja, wird das der ein oder andere mal zu uns herablocken? Das ist so ein bisschen die Frage. Und die Nervosität, die wir haben, ja, natürlich. Alle Erwachsenen sind am Arbeiten. Das findet Tochter Rialina nicht cool. Kann ich etwas für dich tun? Hm? Aber bald sollte Hilfe anreisen. Also wir hoffen schwer auf die Schwiegermutter, die jetzt noch in China ist, dass sie einen Teil kann übernehmen kann, dass sie rum ist, wenn die Kinder heimkommen am Mittag und so weiter. Weil am Mittag wird bei uns Rambazamba sein, dann wird man wahrscheinlich nicht daheim sein, aber ja, das ist schon noch ein bisschen, das macht mir am meisten Bauch mehr, also wie das genau funktioniert mit denen. Genau. Aber schlussendlich sind sie ein Teil des Teams und werden, ja, sie werden da auch aufwachsen und irgendwie reinwachsen und das wird ein Teil der Familie sein, das ganze Projekt, das wir da machen. Genau. Bis morgen. Bis später. Ja. Tschüss. Ja, ganz stimmt es noch nicht. Ein paar Millimeter und das ist sicher ein Zentimeter. Jetzt nehmen wir es einfach von unten mit der Wasserlage. Das ist doch gut. Es ist Sonntag. In Bad Ragaz läutet die Kirchenglocke zur Predigt. Die Miriam ist nicht nur zum Zuhören hier. Ihr Vater Rolf ist ein reformierter Pfarrer. Heute bestreiten sie die Predigt zusammen. Für beide ist der Glaube wichtig.
Wir dürfen zusammen mit euch diesen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes des Vaters. Wer kennt das nicht? Ein Riesenzeug, man hat Erfolg, es läuft alles gut im Leben. Und dann kommt etwas Kleines und alles bricht zusammen und alles ist nichts mehr wert. Ja, vielleicht ist das, was du, Miriam, auch manchmal erlebst. Wenn ich dich bitten darf, hier nach vorne zu kommen. Also das ist Miriam, meine Tochter aus Peru. Sie sieht nicht sehr peruanisch aus, sie ist schließlich auch in der Schweiz aufgewachsen. Es ist ein bisschen spezieller Gottesdienst. Von dem her erlaube ich mir, dass nochmals etwas Platz hat, das aber normalerweise nicht an einem Gottesdienst ist. Und zwar sehen verschiedene von Ihnen meinen Vater wohl mehr als ich normalerweise im Jahr. Und gestern wurde er 70 und er machte kein Fest. Und das Singen von mir und seiner Frau Kim war ein bisschen traurig, weil ich singe nicht gut. Aber vielleicht helft ihr mir kurz mit einem zum Geburtstag, weil 70 ist ein bisschen speziell. Hey, hey. Also habe ich im Fall nicht gewusst. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebes Gott, zum Geburtstag viel Glück. Alles Gute, Babs. Klasse! Klasse! Mal schauen, ob ich es schaffe. Willst du helfen mal? Geht nicht, musst du machen. Bravo! Danke, das ist jetzt eine Überraschung. Ja. Ja, Miriam, also ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach mit deinen Bildern ein bisschen erzählst. Lima ist eine Wüstenstadt und wir arbeiten und wohnen in den Slums in Ventanilla, wo es nie regnet. Unser Projekt Hoffnungsstation, Estación Esperanza. Dieser Vers hat uns begleitet von den Sprüchen: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ich glaube das, wirklich. Aber ich wurde herausgefordert in den letzten 10 Jahren und in den letzten Monaten, das stetig zu glauben und zu vertrauen darauf, dass er führt, dass er recht führt, in allen Wegen auf ihn zu vertrauen. Gott segnet euch und behütet euch und schenkt euch seinen Frieden. Amen. Auch noch ein bisschen ältere Leute, ich hoffe, dass sie verstanden haben. Ich kann gut laut reden, aber ist natürlich schon akustisch in einer Kirche noch mal ein bisschen anders. Ja. Verschiedene kennen uns schon und haben sich auch gefreut, zu hören etwas. Und das ist natürlich dann gerade eine gute Möglichkeit, jetzt auch nachher noch im Apero, dass ich da verschiedene Leute nachher ein bisschen austauschen. Genau, das ist, der persönliche Kontakt ist mir ein Anliegen und schätzen die Leute auch sehr. Der Miriam, ihre Estación Esperanza, lebt von Mitgliederbeiträgen. Ihr Vater hilft dem Verein in der Schweiz. Ich schätze es, wenn ich mit meinem Vater so Gottesdienst gestalten kann. Und einfach das Miteinander, wo hinter der Arbeit steht, Möglichkeiten sieht, uns zu unterstützen. Und das auch macht auf verschiedenste Arten. Er unterstützt wirklich und das bedeutet mir viel, ja. Kiana Hecki ist ein bisschen aufgeregt. Ihre Mutter ist im Flüger von Shanghai in die Schweiz. Schon bald kommt sie am Flughafen zu Zürich an. Sie wollen sie dann abholen. Alles zusammen. Ich sehr freut. Ja. Meine Mutter immer in dem Flugzeug hat ein bisschen Lückenweh. Weißt du, zu lange Zeit, vielleicht über 11 Stunden. Ja,
Aber die erste Klasse ist zu klar, zu teuer für meine Familie. Ja. Ja. Wow. Haben Sie das für die Großmutter gemacht? Schön. Das ist ein Reiteseil, gell? Ja, mach mal wow. Und was hast du gemacht da? Das ist einfach ein Kartoffel, der ein Mensch ist. Und riesig. Aber ich glaube, wir müssen langsam das aufhängen. Weil wir müssen vorwärts machen. Ich bin fertig. Bist du fertig? Ja. Ja, Eliana, komm, wir müssen aufhängen. Nein, das ist super schön. Das ist super schön, komm. So, also, die wir das hinhängen. Ja. Etwa da, ist gut. Und du dies? Nein, aber das ist doch verkehrt. So. Weißt du, In diesem Zimmer wohnt ihr Grossi. Perfekt. Meine Schwiegermutter hat schon ganz viel da gelebt. Es ist schon, ich glaube, 7-8 Mal da gewesen, jeweils für 3 Monate. Und während Corona ist sie gekommen und hat nicht mehr zurück können, eine Zeit lang, und ist 10 Monate da gewesen. Sie ist dann noch in unserem Rhythmus da drin, ja, wo wir uns vorgestellt haben. Ja. Kommen Sie einsteigen? Ist gut. Ihr Rhythmus heisst, wenn das Restaurant offen ist, sind der Markus und Kiana vom Morgen bis am Abend am Arbeiten und haben weniger Zeit für ihre Kinder. Ohne Hilfe vom Grossi Schendi ging das nicht. Hey, 20 Minuten hat sie ihr Gepäck. Ja. Schendi kommt sicher als Letzte raus. Hast du kalt? Ja, schön also. Ein bisschen nervös. 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 Weiß nicht. Muss Flagge hier. Hat schon halbe Jahre noch nicht meine Mutter gesehen. Jeden Tag FaceTime? Ja, jeden Tag. Ja. Ja, WhatsApp. WeChat. WeChat, okay. Ja, WeChat. Immer 1 Stunde etwas sagen. Und jetzt wenig Zeit wegen hat Restaurant, da muss viele vorbereiten. Mega schade. Jeden Moment kann das Grossi von Eliana oder Jalina durch die Tür rauskommen. Mama, die Eliana. Ja, Mama. Okay, sie. Was? 那好了，我只能拉你了吗？ Daheim erwartet die älteste Tochter, die Felicia, ihre Großmutter. Alles gut? Ja. Mama, doch好吗？ Schendi hat sich lange auf diesen Moment gefreut. Die anstrengende Reise war darum kein Problem. 你累了吗？ 不累，怎么说？ Nein. Nicht müde. Ey, ich kann跳。 Ist das für mich? Kommt, Mama, hebt dich. Ich kann allein kumpen. Pass auf,
Ich habe Like und Bär. 我非常开心跟孩子们在一起，就是，Sie ist so glücklich, zu Kindern zusammen, ja, bei den Kindern schauen. Ich kann das auch. Pass auf, musst mir nicht helfen. Wow. Hallo Lita. Lita. Sali, schön, dass du da bist. Rita ist die Mutter von Markus. Schön. 很开心你来这里啦。 Schöne Frisur hast du. Schön. 开心，漂亮。 Europäisch. Europäisch. Schweizerisch. 西方化了，因为卷头发嘛。Lita 也喜欢卷头，我也这是ja gerne wählen. Ja, genau. Cendi hat eine Aufenthaltsbewilligung für 3 Monate. Ob sie länger in der Schweiz bleiben kann, ist noch nicht sicher. Bei Fricks, im Appenzell, arbeiten heute alle an den Huben für die Männer. Können wir es denn nicht so machen, dass Maya den Pulli anmalen und du die Hose? Ich habe Maya versprochen, dass sie auch ein bisschen helfen darf. Ich habe gesagt, sie darf einfach bei deinen Männchen helfen. Den muss man noch schleifen. Und Ist jetzt Schliffen auch noch nicht? ja, die Maya hat ein bisschen Gist. Das ist gut, dann könntest du es mal anfangen zu schleifen. Weißt du, das sollte eine Frau werden? Und wenn du einfach mal anfangen willst, kannst du es auch mit dem und dann einfach grandieren. Wir müssen den noch grandieren. Genau. Und nachher kannst du dann mit der Farbe weitermachen. Mami, da sind sie ja angeschrieben. Ja. Also weiss ich gerade, Papa, weil ich mein Skopel. Und ihr müsst gut hören. Mami, der Aber Simon, wenn du mich fragst... Sie dürfen die Hose malen. Ja. Und nachher ist es fertig. Könntest du das? Wer hat das gemalt? Ich. Kannst du so lassen, oder? Aber dann hat es Strümpfe. Ja, spielt doch keine Rolle. Aber früher haben ja die Frauen nicht so viel Haut. Sagen. Aber das hat ja noch fast... Ja, das malst ein bisschen Haut. Spielt doch keine Rolle. Machen wir Haut im Sommer. Gut, dann sind es halt moderne Frauen gesehen. Gut, dann mache ich es eben noch. Das Malen der Figuren ist bei diesem Schuppel die Aufgabe der Frauen. Das ist in jedem Schuppel anders. Bei uns ist es schon so, dass die Frauen schon auch fest mithelfen. Das ist schon nicht nur ein Männerbrauch. Man braucht die Frauen schon auch dazu. Hoi. Ja. Nina, hoi. Es geht nicht mehr lang und dann ist Silvester. Und die Männer kommen ins Klausenfieber. Also mein Freund ist zum Beispiel recht überstellig, ich merke es dann schon. Spinnt dann schon ein bisschen an, aber ja, muss ihn dann schon ein bisschen runterholen. Ja, es ist wie wenn es ein neues Spielzeug hätte. Golfen kannst du in Basel vergleichen, würde ich jetzt sagen. Das stimmt schon, ja. Monatelang planen und arbeiten die Kläuse an ihrer neuen Ware. Wenn es dann am Silvester losgeht, lässt das keiner kalt. Beim Klausen selber gibt es sicher so Momente, wo einem sicher sehr nahe gehen. Ja, wenn man vielleicht bei der Familie bei den eigenen kann klausen oder bei Leuten, die früher noch gesehen sind, wo dann die Leute auch teilweise wie Freudentränen haben, wenn wir vorbeikommen, das Silvester Klaus. Und ja, das ist sicher ein Moment, wo man sonst nicht gerade hat im Leben. Ja. Und für das macht man es ja dann eigentlich auch. Ja. Das ist eigentlich der Lohn, den wir dann von dem haben, die Freude und auch die Freude, die die Leute haben. Schau, tu mal lieber die Hörner dran den Rücken. Gell? Wir können hier, wo die Haut ist. Was ist passiert? Oh, Scheiße. So machen. Dann wir mal hier auf den Finger drücken. Dann wir mal heben. Ganz fest heben. Geht das? Da. Da geht. Jetzt gehst du mal an den Tisch und schnell warten und dann komm ich.
Doch schon den. Und jetzt kommst du ein bisschen zu mir, jetzt müssen wir höher arbeiten. Gell? Wenn es so neben so spät am Abend passiert ist. Mama, ich habe Mami ist so gut. Du hast halt dort eben eine grosse Bohrmaschine. Und die nachher müssen wir Feierabend machen. Bischele, ich kann nachher mit tun. Ich diskutiere nichts. Emil, kannst du... Geh mal hoch. Schnell den Nucki rausnehmen. Kannst du Tschüss sagen? Und nachher kann mit der Kaffee bei mir ins Bett liegen. Sie haben dich nicht gehört da hinten? Tschüss. Nein, Marita. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Die Mädchen sagen auch Gute Nacht. Sie können uns Gute Nacht schicken. Sie ist am Faulen, komm. Jetzt haben wir schnell die Zähne putzen, nachher kannst du ins Bett. Dann kommt dann die Mami. Aber erst, wenn du die Zähne putzt hast. Gell? Zack. So. Zähne putzen. Schau mich an. Schau den Papi an. Fertig. Gut. Also morgens Mami wieder ein bisschen genauer putzen. Es ist manchmal schon ein bisschen viel, ein bisschen streng. Aber ja, es ist eigentlich auch eine schöne Zeit. Man kann ja viel miteinander machen. Und ja, ganz genau haben alle eigentlich ein bisschen Freude daran. Wir haben halt alle ein bisschen am gleichen Strick ziehen. Dann geht es gut. Hoi, Emil. Ihm ist der blau. Wem ist der blau? Die Kinder dürfen ausnahmsweise alle im Bett der Eltern einschlafen. Auf die wartet unten in der Werkstatt dann noch ein bisschen Arbeit. Jetzt sind wir die Türen zu, gell? Jetzt ist Feierabend. Ich bleibe bei dir. Schau. Die Miriam und der Mael sind jetzt schon seit 5 Wochen in der Schweiz. Ei, langsam ein bisschen Verkehr da. Dann kommt der Papa da mit einem. Ist denn da in dem vielleicht der Papa rein? Und kommt dann oben runter? Der Carlos kommt. Ich habe viel Fahrweh und Senkweh. Also viel mehr, als ich bei Mael hatte. Und irgendwie macht das ein bisschen Angst. Aber jetzt bitte in einem Monat wäre Geburtstermin. Also wäre es schon noch gut, wenn es über 2 Wochen warten da. Aber gerade am Sonntag habe ich so viel, etwa 30. Und ich so, oh nein, Hilfe, Carlos, komm einfach. Der Mael kann es kaum erwarten. Alle Geschwister von Miriam und ihre Mutter erwarten Carlos am Flughafen. Ich denke, jetzt ist es wirklich Zeit, sie sollte ja nicht rupfen, Miriam. Und der Mael will es natürlich auch einmal. Nein, es ist jetzt gut. Ich bin froh, kommt er. Ich freue mich. Wir freuen uns einfach riesig runter und können jetzt auch ein bisschen Family Time verbringen. Er hat seine Nichte auch noch nie gesehen, Maylin. Und darum, ja, es wird uns wiedersehen. Es freut uns. Lieb, ja? Schweizer Hymne, oder was hast du gesagt? Okay. Musik für den Papa. Ja, jetzt kommt er an. Jetzt sind wir parat. Ja, schön. Ich habe eine riesige Freude, Miriam, Mael und auch habe ich Familie da, dass ich auch besuchen möchte und natürlich Maylin kennenlernen. Das ist mega schön. Ich auch. Ich komme auch. Jetzt hören wir zusammen. Oi. In den nächsten 2,5 Monaten bleibt die Familie Bernales in der Schweiz. Bis nach der Geburt vom Brüderli von Mael. In dieser Zeit wohnen sie in Wolfhausen im Zürcher Oberland. Hier haben sie ein Studio gemietet.
Exacto. Jetzt ist gut. Ya, vamos. Muy bien. Sí, creo. Kannst du noch an die Süßli erinnern? Ah. Gell? Mit dem Fensterli. Gehst du mit dem Eier rein? Soll ich die Tür zumachen? Da ist dein Fenster, gell? Da ist das Fensterli. Wow, so cool, was Mama gemacht hat. Dein Lieblingsgetränk von der Schweiz, Amor? Oh ja, Charlie. Super. La Vaca. Die Schau ist so ruhig. Also, ich höre nichts, oder? Auf der Straße und die Leute auch. Und ja, es ist, die Wechselung ist wirklich groß. Ja. Nein, wirklich. Es ist sehr ruhig da. Auch bei Mael hat der Wechsel in die Schweiz etwas ausgelöst. Mael, willst du ein bisschen Peperoni essen? Ja. Si. Et voilà. Seitdem wirklich hat es gelernt, eigentlich alleine spielen und sich alleine beschäftigen in dieser Zeit. Si. Aber siehst du den Unterschied, Amor? Er hat wirklich in Peru nie alleine gesessen und einfach gespielt, gell? Ja, er hat viel Aufmerksamkeit in Peru. Ich mache, also das macht mir wirklich zufrieden. Finde ich auch super, dass er das machen kann. Dann können wir andere Sachen machen, wie zum Beispiel jetzt auspacken oder Miriam kochen. Und er ist nicht, Papa, Mama, siéntate. Er sagt, sitz, sitz, weil er möchte zusammen mit jemandem von uns spielen. Aber jetzt ist super, wirklich, sehr praktisch. Danke. Ui, warte, ich helfe dir. Komm. Und aufsteigen. Ja. 1, 2, 3. Da sitzen. Salut, Amor. Salut. Oh. Salut. Ja, eben, du musst langsam sein. Salut, gell? Das nächste Mal geht es bei Häckis so richtig los. Die Arbeitsintensität ist sehr, sehr hoch. Also es ist nicht ein 8 bis 5 Job, den wir hier machen, sondern das ist wirklich voll Power.